Hallihallo, ich bin's, euer Blastingenieur. Und da guckt, heute wird's giftig grün. Da. Ah, ich mag die Sonic Grün Blasters. Jetzt müssen wir so spannen. Oh, das ist enttäuschend. Warum schießt der nicht? Jetzt alle. Das ist ziemlich aufwendig, das zwei zu schießen. Aber Gott, ich meine, mal gut, können ja auch einfach. Ja, zum Glück ist das ein recht leichter Blaster. Ja, gut, auf jeden Fall wird es heute giftig grün. Ich habe Übersicht über meine giftgrüne Blasters, also Sonic Green auf Neudeutsch. Ah, da hätten wir noch einen, da haben wir noch einen. Den nehmen wir auch noch mit. Und meinen Mavericks habe ich ja schon gezeigt. Also das ist einer, die habe ich in der Sammlung gekauft und die habe ich davor irgendwann mal gekauft, weil ich einen Maverick wollte. Fragt mich nicht warum, aber ich wollte einen Maverick. Das müsst ihr nicht verstehen. Wobei, das ist ein Hilfsblästerle. Da guckt euch das an. Da passt da die dicke Pfeile rein. Haben wir da noch zwei. Kriegen wir die noch? Aber der Volkstrommel. Und ich habe auch original verpackte, in weiß. Und da habe ich gelernt, das ist eine Rotationstrommel und das ist ein Spannschlitten. Das ist ganz wichtig bei der Maverick. Und wir haben das in grün auch als Jolt. Ui, 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 da ist ein Knox. Und da auch. Das, schaut euch. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ein Knox. Glaubt noch, wir kriegen einen neuen Schuss raus, bevor der Knacks richtig knackst. Ja, passt. Ein Knox. Ja, das ist halt ein bisschen ein Nachteil an den transparenten Kunststoff. Ich glaube, der ist nicht so haltbar. Und ihr seht ihr das am Bildschirm? Das ist ein bisschen trüber wie das. Das ist noch richtig klares Giftgrün und das ist irgendwie trübes Giftgrün. Entweder das sind unterschiedliche Chargen oder das ist halt unterschiedlich gealtert. Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, weil ich habe es beides gebraucht gekriegt. Oder gekauft halt. Egal. Wir haben auch noch ein giftgrüner Stampede. Also, ja, die ist unmodifiziert und wird es auch bleiben. Das ist, ich verlinke es euch hunderte Mal Odyssee mit der Stampede. Also, ich glaube 9, 10 Teile. Ich weiß es nicht. Zu viel. Und funktionieren uns immer noch nicht. Aber das ist die gelbe Stampede, die, ich glaube, da irgendwo dahinter in der Schändich-Ecke steht. Also nicht da seitlich vor euch im Bildschirm, sondern wirklich bei mir räumlich dahinter. Da habe ich da so. Ich glaube, da habe ich sie vergraben und habe gehofft, dass also, da müsst ihr mich schon in die Kommentare nerven, dass ich da dran weiter rumbasteln. Aber die Videos haben auch jetzt nicht so wahnsinnig viele Aufrufe gekriegt. Also, es ist dann vielleicht irgendwann mal was fürs 10-Jährige oder so. Dann bringe ich dann endlich die Stampede zu Ende. Aber ich habe jetzt giftgrüne Stampede und das ist halt schon cool, wenn man da die ganze Innereie sieht. Und die Stampede ist also technisch ein schöner Blaster. Und da die Platinenlöcher. Das ist schon schön. Aber zum Modifizieren. Vielleicht habe ich auch mit der einfach Pech gehabt, aber ich habe echt keine Lust gehabt, noch Zeit und Geld zu investieren. Und das ist von der neuen Stampede, weil da habe ich Batterie drin. Das tausche ich nachher wieder aus. Hey, schieß mal runter, oder? Man sollte das auch auf Schießen stellen. Hey. Es ist leer. Ah, ne, doch nicht. Oh. Was ist da los? Gott, der jetzt der Schwung aus. Ei. Gruscht. Guck mal das. Jetzt ist leer. Oder? Das habe ich schon mal bei. Ja, ist leer. Das darf man auch nur bei Nerf Blasters machen. Lauf gucken, zu gucken, ob es leer ist. Aber wenn das Magazin aus ist das so Serie Nerf Blaster auch recht sicher. Ja, und ich glaube, die Batterien sind jetzt auch langsam leer. Das ist ja okay. Das ist Ausstellungsstück dann. Und dann haben wir die Riken CS6.
Ihr seht, da ist noch zweite. Da seitlich. Das kommt noch. Das ist spaßiges Fläschle. Ich meine, da gehören eigentlich auch Batterien live für das Funzel da haben. Also, ein Funzel ist eine eher taube Lampe. Also, eine Lampe, die nicht besonders leuchtet. Ein Funzel. Ich glaube, also zumindest von meinem schwäbischen Verständnis könnt ihr das gerne kommentieren, berichtigen oder anderer Meinung sein. Also ich erkläre, das ist nur mein Verständnis von dem Begriff. Das ist nicht das allgemeingültige Verständnis. Aber von meinem Verständnis ist ein Funzel eher ein abwertender Begriff für eine Lampe. Aber ja, das. Apropos, da kommen wir nachher nochmal zu der Funzel-Thematik. Hier, Hochklappe ist hier, der ist da hinten. Da kann man das da einstellen. Kann man mit einem Winkel schießen, wenn man das so einstellt. Dann geht das da hinten. Seht ihr beides? Ja, da geht das da hinten die Linie. Und da hat man dann quasi so einen Winkel. Also halt der laufende Winkel. Ich meine, müsst ihr euch das jetzt in der Position vorstellen, aber das seht ihr dann so im Bildschirm nicht. So, oder haben wir da eine ziemlich wackelige Schulterstütze. Das brauchen wir eigentlich auch nicht. Auf ein paar Meter treffen wir schon. Ja, der Sound ist nicht ganz so gut wie der Batterie Mark II. Aber ich mag den Blaster trotzdem. Das müsste jetzt alle 6 Gläser sein. Ja, 5. Das geht bei dem nicht. Das ist noch ein Serienblaster. Das ist auch noch Versammlung. Mit all dem Sicherheitszeug, so ungeöffnet und Dinge. Und wir haben dann nochmal einen, der wiegt auch ein bisschen mehr. Weil der ist nicht Serie, nicht ungeöffnet. Und ich sehe es mit kurzen Pfeile. Hab versucht, ob das so nah wie möglich gut, Knacks hat es auch schon, so nah wie möglich am Original zu halten. Weil seht ihr hier, es ist ein bisschen anders. Also so ganz kleines bisschen. Ich meine, das hat jetzt da innen auch einen transparenten Lauf gekriegt. Ist der ein bisschen weiter reingerutscht. Ja, der ist so der Hanna, wenn man den genau so hat. Weil der ist ein bisschen kurz. Wenn man genau so hat, wenn er nach vorne rutscht, dann sieht man Hanna. Ja, innerer Monk unglücklich. Es ist so ein Problem, das eigentlich kein Problem ist, weil man es nur sieht, wenn man es weiß, aber ihr wisst es jetzt nicht. Ihr seht es jetzt auch. Und das da guckt. Muss ein bisschen. Nee, doch nicht. Das ist. Sag's euch. Seid froh, dass ihr nicht in meinem Kopf seid, da ich mal. Das machen wir manchmal Probleme. Ich denke wirklich, so, jetzt vorne ein bisschen. Ich muss da vielleicht öfter mal lang nur gelaufen machen. Dann haben wir so ein silbernes Röhrle, ein ständiges Federle mit andere Catch, keine Ahnung, was da fürs deutsche Wort ist, und andere Trigger. Das ist dann, hat dahinter so, oder hat's? Ne, das hat dahinter 8 3D-Druckzoll, dass die Feder da eingespannt bleibt. Das habe ich nicht selber entworfen. Braucht man auch nicht, das hat schon jemand gemacht auf Thingiverse. Das ist dann immer nett. So. Und das hat ein bisschen andere Bums. Jetzt haben wir noch 2 Stück. Das ist der Vorteil an transparent, man sieht's. Das ist auch so übrig. Die ganze Sicherheitsgeschichte sind raus. Das heißt, man kann auch. Gut, man kann so das Magazin sowieso nicht raus, weil der Schiebersklo ist. Aber man kann zum Beispiel solche Späßle machen.
Ups. Und zack, ich nach vorne. Das müsste man alles im Lauf haben. Yep. Ja, das habe ich. Das ist ein modifiziertes Bleister. Aber das haben wir das ja gemacht, wenn ich mich recht erinnere. Aber ich mache so viel, Leute. So viel Zeugs. Aber ich verlinke es euch auch unten, das ist ja klar, das ist ja einfach so eine Übersicht mal, dass ihr mal seht, was alles in meiner Sammlung so ist, dass man also gemütliche Sonntagsvideos macht und so zusammensetzt und einfach gemütlich, dass ihr gemütliche Zeit habt und ich das einfach seht, was da der Blastingenieur alles so treibt. Und das ist auch nicht die erste Riken, die ich mal modifiziert habe. Und es wird auch nicht die letzte sein. Ich mag den Blaster. Ich habe da noch eine halbautomatische Riken. Dann nehmen wir mal auch weiter. Oder die ist schon fertig, die halbautomatische. Das war letztes Jahr. Aber da gibt es Teile drumherum. Also. Und an dem müssen wir auch noch das Lichtle. Weil jetzt haben wir da auch noch das Ganze so baut, dass es halt ein bisschen Bums hat. Und das Lichtle, das müssen wir auch mal ein bisschen modernisieren, weil da ist irgend so Daubenfunzel drin. Und das kann man sicherlich mit einer LED und so besser machen. Das ist sicherlich nicht viel Aufwand. Man soll es halt mal machen. Also, aber das Jahr hat ja noch ein bisschen, hat ja noch ein paar Tage. Und dann kriegen wir das auch noch. Die ist ein bisschen, wobei jetzt auch so in dem Licht ein bisschen dunkler wieder recht von dem giftigen Grün. Immer die so oben drauf. Ich finde die einfach schön. So. So in etwa. Ja, da habe ich glaube die falsche Kameraperspektive dafür. Aber ich wollte es trotzdem versuchen. Ist ja. So. Ich glaube, damit haben wir alles. Denkt, das passt. Dann hoffe ich, dass euch unterhalten hat, hoffe, dass euch gefallen hat. Lasst gerne Kommentare da, Abo und den ganzen Kladderadatsch. Ihr kennt es ja. Wisst ja. Oder vielleicht wisst ihr, wenn ihr mal so einen YouTube-Kanal aufgebaut habt, wie kompliziert das ist, wie viel Zeit das braucht, dass man da Leute dafür begeistert, Leute. Und ich denke, das Hobby verdient halt auch ein paar YouTube-Kanäle im deutschsprachigen Raum, dass wir da uns einfach vernetzen können, ein bisschen aufmerksam machen können drauf und dass wir einfach mit Spaß haben können. Das ist so meine Motivation, dass ich euch dazu bewegt, dass ihr das abonniert, mich unterstützt und euch bei dem Hobby unterstützt, dass das alles ein bisschen größer wird. Lasst ein Abo da, ihr kennt den Spaß. Dann viel Spaß beim Blästern, euer Blastingenieur.